Was haben wir denn von dir so zu erwarten noch in diesem Jahr? Karneval ist rum, wer dich noch nicht gesehen hat, ist selber schuld. Ein paar kleinere Parodien, ein bisschen Musik, habe ich gedacht. So ein bisschen Karneval machen wir noch bis Rosenmontag. Das würde ich schön. Worum geht's genau? Magst du mir was andeuten? Ich beschäftige mich immer mit den kleinen Schwächen der Menschen. Das ist, glaube ich, das Spannendste. Du hast kleine Schwächen? Ja, oh Gott, sicher, ja. Ganz kleine. Zum Beispiel? Nutella zum Beispiel. Ich meine, jeder hat doch ein, zwei Laster, oder nicht? Du hast 2 LKW Nutella? Hat er gesagt, oder? Da möchte ich mehr von hören. Meine Damen und Herren, für Sie zu Hause, für unsere Gäste und Karnevalsfreunde hier in Köln-Box, Bernd Stelter! Ach ja, herrlich. Schön, dass wieder Karneval ist. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich habe mir nur überlegt, worüber will ich als Redner überhaupt reden nach so einem Jahr, das wir da hatten. Meine Güte. Hast ja teilweise einen Fernseher angemacht und direkt wieder aus, ne? Konnte man nicht mehr anhören. Aber ich habe mal so nachgedacht, was ist letztes Jahr passiert. Waren schon ein paar lustige Sachen dabei. Zum Beispiel, dass das Jahr 2014 ein Jahr ohne Sommer war, wird ja überall behauptet und ist überhaupt nicht wahr. Es gab ihn den Sommer mit 30 Grad. Er fand zwischen dem 2. und 4. Juli statt. Und auch ansonsten gab's Absonderliches satt. Putin ist ein lupenreiner Demokrat. So lautete einst Gerhard Schröders Lob. Durch statt einer Lupe brauchst du heute ein Elektronenmikroskop. Das war schon sonderbar in diesem Jahr. Und da gab es einen jungen Mann, der hat es jetzt zum 4. Mal hintereinander in meinen Jahresrückblick geschafft. Also 4 Mal dabei, bitte nicht wieder wählen, geht auch nicht. Von Klaus Wowereit, der Rücktritt war wirklich völlig freiwillig. Denn der kommt ja aus Berlin. Rausfliegen kann man da ja nicht, das war doch wunderbar in diesem Jahr. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe eine Frage, beschäftige mich seit Wochen mit. Ich habe noch keine Antwort, vielleicht können Sie mir da helfen. Wenn die AfD die Wahlkampfkosten jetzt erstattet kriegt, geht das in D-Mark oder Reichsmark? Denn Euros wollen die ja nicht, das war schon sonderbar in diesem Jahr. Ja. Als ich den Vorsitzenden der AfD, den Professor Dr. Bernd Lucke, das erste Mal in so einer Talkshow gesehen habe und danach in jeder Talkshow, da habe ich so vom Fernseher gesessen und mir überlegt, Mensch, hör mal, Bernd Lucke, Professor Dr. Bernd Lucke. Mit dem habe ich zusammen studiert. Ich habe mit Bernd Lucke zusammen in Bonn an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Volkswirtschaftslehre studiert. Ha, Professor Dr. Bernd Lucke und ich. Tja, aus mir ist was Vernünftiges geworden. Aber in erster Linie freue ich mich, dass ihr alle hier seid. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Das weiß man ja heutzutage nie, ob man pünktlich da ist. Es passiert ja auch schon mal sowas. Es fährt kein Zug nach irgendwo, denn jemand stellt von grün auf rot das Licht. Es macht ihm scheinbar gar nichts aus. Im Bahnverkehr ist erstmal Schicht. Es fährt kein Zug nach irgendwo, alle Züge stehen in voller Pracht. Und mich beschleicht so das Gefühl, da ist wohl einer geil auf Macht. Oh, Weselski, du lässt dich gehen, siehst dich als Robin Hood der Deutschen Bahn. Doch in deinem Blick, da hab ich was gesehen. Und dieses Was ist Größenwahn. Ich meine, das will man doch. Man will doch einfach zum Bahnhof gehen, sich in den Zug setzen und weit wegfahren. Das will doch jeder, fast jeder. Vor allem Uli Hoeneß. Ja, tut er Ihnen auch so leid, Uli Hoeneß? Tut mir so leid. Mann, 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 der Uli Hoeneß, was hat der geweint? Ach Gott, tat mir so leid. Du hast geglaubt, alles geht vorbei. Wenn du dich selbst anzeigst, bleibst du frei. Doch das klappte nicht, du musstest vor Gericht und hast erkannt, Tränen helfen nicht. Dann wechselst du erstmal den Verein.
Vom FC Bayern ging's nach Stadelheim. Und auch ein Trikot haben die für dich, schwarz-gelb gestreift. Nein, Tränen helfen nicht. Marc hat es ganz zu Anfang gesagt, ich bin ja eigentlich Westfale. Ich sage immer, ich bin im Westfalen groß und im Rheinland dick geworden. Ich bin wirklich ein Nordrhein-Westfale. Und dann war ich irgendwann im Rheinland angekommen, in Bonn, und stand so in der Karnevalszeit in den Kneipen. Und plötzlich kam eine Musik aus den Lautsprechern und da hat es mich infiziert. Und da war der Bacillus drin, intravenös, und den wirst du nicht mehr los. Und Adel Tawil hat ein wunderbares Lied geschrieben über die Lieder, die ihn in seinem Leben begleitet haben. Über die Lieder, die mich im Fastelovend begleitet haben. Da könnte ich auch so ein Lied singen. Mein Vater war ein Pimmock, als er nach Trizonesien kam. Meine Mam haute in Unna, die rief Koche in die Pann. Ich bin hier am Ring gelandet, ich war überhaupt nicht eck. Um Wirtschaft zu studieren, meist in der Wirtschaft ob der Eck. Ich stand im Februar für der Wirtschaftstür und dann passierte es mit mir. Denn ich hörte diese Lieder von dem Dom, der blieb in Köln, von dem Mann, der Räuber war. Die Musik wollte ich bestellen, ich brauchte keinen, der mir erklärt, wie man Fastelovend wird. Köln, du bist der Gefühl, und ich war schon infiziert. Und ich singe diese Lieder, solange die Bus noch hält. Vom Poppelgarten tanzen, das ist das Schönste auf der Welt. Die Blackbirds bleiben meine Helden. Ihr Lied von der Kölsche Brück sing ich seit 25 Jahren. Es war eine super geile Zick. Hey! Wisst ihr was? Feiert schön. Tschüss.